Abortation, Deportation, schmaler Grad. Und tschüss. Der Treppenschubser vor der schwangeren Frau ist die Remigration des kleinen Mannes. Der schönste und dann fliegen wir das garantiert. Titel? Das ist der schönste Titel, den wir jemals hatten und mit dem fliegen wir und verabschieden wir uns. Das ist heute unsere letzte Folge, macht das gehört? Ja, aber die liebes Bier ist gar nicht. Florian, Spähwirtschaft. Spermwirtschaft. Schau mal, jetzt sonst bist du wieder zum Dixie-Boarden. Achso, immer so. Oh. Jizz in my pen. Und es ist wieder vorbei. Nee, ich hab Angst, dass ich ausschütte. Hochgradig sexuell. Oh. Achso, ja, stimmt. Wieso stehst man eigentlich an und dann sitzt man ab? Wo kommt das her? Warum ist das so? Hab ich erst gesehen vor kurzem. Da hat doch einer in der vorletzten Folge oder selbst in die Kommentare eine Geschichte geschrieben, an was das liegt, aber ich habe da so viele verschiedene Geschichten schon gehört. Ich habe da was war's denn? ich hab was gelesen aus dem Mittelalter, weil es darum ging, wenn man zusammenstoßt, Ja, wegen dem stimmt. Gift. Genau, Da richtig. ist genau das, Ja. was nein, dann war es aber nicht das Absetzen, was ist zusammenstoßen, das überschwappt in die anderen Getränke, falls was vergiftet wäre. Genau. Achso, jetzt warum man überhaupt anstehst. Genau. Das habe ich auch keine Ahnung. Doch, warum. das Ja, stimmt, gute aber Frage. wegen, wenn das vergift war, weil du stoßt dann so viel zusammen, dass das in den anderen Trog eingeht. Trog. Saudruck, den in einen anderen anderen Saudruck. Saudruck. Früher hat man nur mit dem Saudruck so viel. Wieso sauft man heute keine Saudruck mehr? Verstehe nicht. Und hat unterhandlich. Ja, aber mei, das tut's nicht drum. Aber so mit dem Absitzen, Ich hab die erst gehört vor kurzem, aber wenn es mir nachher einfällt, sag ich. Ich habe auch irgendein Déjà-vu, dass irgendjemand was drunter geschrieben hat zu dem Thema und warum. ja, weil ich hab nämlich dann drunter kommentiert, dass da hunderte Geschichten, weil die hat nämlich Das habe ich auch gelesen. was ich nämlich mal gehört habe, dass es angeblich aus dem Dritten Reich kommt, dass die Leute abgesetzt haben, um dieses Anstoßen rückgängig zu machen, falls unter einer Jude gesessen ist. Das hat mir mal einer verzeiht, aber... Weil der Jude an und für sich nicht absetzen kann. Nein, weil... genau, das kennen sie, das ist ja eine Nemesis. Ja. Was ist das wieder für eine Theorie? um das halt durch das Absetzen hat man das Anstoßen im Falle eines Juden am Tisch, den man nicht entlarvt hat, wieder rückgängig gemacht. Ach, man das dann ist praktisch wie wenn man bei Leid sitzt, da wo Das man ist dann einen das Mittelfinger quasi- hier halt Entschuldige. und dann sagt und die praktisch damit ausgrenzt aus der Runde, weil Was man auch mit- nicht mag. was? Wenn man nur da sitzt mit dem Mittelfinger da, kennst du das nicht? Nein, Oh. das ist aus dem Dritten Reich. Das ist aus dem Dritten Reich. Nur ist es im Prinzip, haben da von dem Absetzen nur Nazis gewusst oder wie, und wenn es einer nicht tut, dann war er ein Jude. Verstehe ich das richtig? Nein, also da ging es nur darum, wenn jetzt wir drei da sitzen hatten und er war Jude und wir wissen das nicht und dann trinken, und wir sind aber halt Vollblut-Nazis, wo wir ja sind. Ja, natürlich. Und wir stoßen, Verfassungsschutz steht schon vor der Haustür. und wir stoßen mal an und dann setzen wir wieder ab, weil wir dann praktisch damit klarstellen, wenn jetzt einer von uns ein Jude war, dann möchte ich mit dir nicht angestoßen haben. Und mit diesen Absätzen habe ich diesen Stoß entschwert hätte, falls einer Jude Jetzt ist. verstehe ich es. Aber ob das stimmt, weiß ich. Es hat mir immer nur einer verzeiht, ob das wirklich eine Ich Geschichte glaube, ist. dass weiß ein ich nicht. Vollblut-Nazi gar nicht so weit kommt, dass er mit einem Juden überhaupt anstehst. Ich weiß gar nicht, ob der dann den Arm wieder zurücktut, wenn er anstehst. Das kann ja nicht. Wir trinken Nazis. Keine Ahnung. Schütten sie den Scheiß über ins Gesicht, die Vollidioten. für die Nazis haben Saufmaschinen erfunden gehabt. Ja, aber, ja, aber deswegen, also die können sich Tonnen ausmachen, weil dann die alle rasiert obenrum. Ja, die Nazis, die du meinst schon. Ja, Normalerweise aber ist die früher haben wir typische- anständige Frisuren gehabt. Ich würd grad Früher. sagen, Die jetzigen. Normalerweise- die Aber wie gesagt, Ja, aber das ist eigentlich, ja, normal, wenn du frisch beim Friseur warst, letzte Woche war es eine Nazi-Frisur. aber ich habe keine. Bloß, dass die nicht den schwulen Ding da drin haben. Ja, lass doch mal Frisur in Ruhe. Hä? Wo haben wir denn jetzt? Ich weiß nicht, bei der Frisur. Irgendwann haben wir schon in die Kommentare. Ich kann ja, es Das kannst ist du vielleicht ja auch schnell irgendeine Geschichte finden, dann schau ich schnell, ob ich den Kommentar finde, was der andere, weil der, glaube ich, hat irgendwas Älteres. Also ich kenne die Hintergründe überhaupt nicht bei mir. Ich kenne das bloß aus dem Freundeskreis von, wie wir es Alkohol trinken angefangen haben. Also gestern, Nachmittag um 3. Und da haben wir alle abgesetzt und ich habe gedacht, ich mache halt einfach mal mit. Ich weiß nicht warum, aber passt schon. Ja, ja, weil was anderes Alle war es nicht. Und bei uns hat es dann geheißen, der nicht absetzt, ist ein Kastenscharf. Bei uns hat Kosten sind wir auch schlechten Sexis. Naja, besser 7 Jahre schlechten als kalten, gell? Das ist richtig. Schlechter Ja. Sex ist Definitionssache. Ja, ich finde auch. Ich habe immer Spaß. Also, ja, für schlechten Sex bin ich immer zu haben. Ritzer weiter. Irgendjemand hat auch noch eine interessante Frage in den Raum gestellt, aber ich mag jetzt das Thema nicht so krass wechseln. Dann lassen wir's. Dann lassen wir es da. Dann erfindet es nur ein paar Da kann Geschichten. man wenn man einfach einmal absetzt. 5 Minuten das Maul halten und schauen, was passiert. Haben wir schon mal. Haben wir schon mal. Ne, 5 Minuten lang. Na, aber das war schon mega unangenehm. Es stimmt, das war wirklich. Aber vielleicht erfindet ihr jetzt selber eine Geschichte, warum wir absitzen. Dann geht's kopen leichter. Ja, ja,
Ich bin froh, dass ich drin behalte. Das tut ein bisschen beim Absitzen, tut ein bisschen die Kohlensäure aus der Flüssigkeit raus und dann kannst du schnell Eis aufhören. Das ist der Grund. Ja, klingt komisch, ist aber produktiv. Ja, genau. Dann kannst du nämlich richtig reinholen und du musst dann auch nicht. Das Einzige, was die von einem 20-Sekunden-Rausch aufhält, ist die Kohlensäure im Bier. Das sind die anderen 19 Sekunden. Leute kommentiert sind nicht so viel mit dem Scheißdreck. Ja, weiß ich nicht. Das haben wir mit unseren ahnungslosen Politdiskussionen haben wir das heraufbeschworen, dass unter 100 Comments nichts mehr geht. Und das Schlimme ist halt, dass die Kommentare noch ahnungsloser sind, als das, was wir vor uns geben. Und das ist schon wirklich traurig dann. Ja, vor allem wieder das letzte Mal, der Maaßen ist nur, weil er Merkel kritisiert hat, abgesagelt worden. Tiefes Insiderwissen wieder mal. Ich denke mal, ist er irgendwo dabei gesessen oder wieder gescheite? Mein Gott. Fangen wir jetzt noch nicht an. Nein, noch nicht. Zögert man es wenigstens so weit aus, wie es geht. Okay, fertig. Habe ich mir gestern erst tatsächlich angehört, warum er damals vom Verfassungsschutz-Dings gegangen worden ist. Was hast du wieder angehört? Ein Interview mit ihm. Interview. Da hat er es erklärt. Da ist um die Menschenhetzerei, ich glaube. Mann, das ist so komisch, wenn Menschenhetzerei oder so ist gegangen. Kann das sein, dass am Floser Bruder in der BMW in Dingelfing gearbeitet hat, da geheißen? Nein. Natürlich nicht. Ja, wie heißt denn der eigentlich? Gustav. Ich hab gefunden. Nice. Sag mal, tut man eigentlich nicht absetzen, damit man das Anstessen zurücknimmt. Ich hab mal gehört, dass das die bayerischen Soldaten im Napoleonischen Krieg mit den Franzosen gemacht haben, so von wegen Prost, mit dir nicht, du Hamme. Wir hatten die überhaupt, bevor sie sich erschossen haben, so weit kennen, dass mit Franzosen Prost trinken. Vielleicht war Weihnachten. Vielleicht war das so wie im Weltkrieg, wo es Weihnachten miteinander gefeiert haben und am nächsten Tag haben sie sich drum wieder weggebolzt. Aus die Trenches hat sich trotzdem keiner ausgetraut. Da hat man bloß wird Weihnachtsmusik lauter spielen hat können. Soweit ich das weiß. Zur Zeit von Napoleonkrieg war wann waren die? 1700? Keine Ahnung. Ich lies gerade Krieg und Frieden, wo es darum geht, aber die Jahreszahlen, ich bin schon mit den Namen überfordert. Krieg und Frieden, da geht es um den Napoleonkrieg. Ja, genau. Da geht's liest man sowas. Ja, also ich meine, jetzt auf die Frage, wo wir das lese jetzt. Ja, weil das halt auch so ein riesen Literaturwerk aus der Geschichte ist, das immer wieder mal fällt und das hat mich interessiert. Ist das nicht unfassbar anstrengend zu lesen? Es ist brutal anstrengend, weil der Tolstoi, der schreibt teilweise, also ich bin ja schon ein Fan von Schachtelsätze, wird mir oft vorgeworfen, aber der ist der Erfinder der Schachtelsätze. Das ist ungefähr, die Seiten sind so dick und so beschrieben wie die Bibel. Und dann hast du halbe die Seiten lang einen Satz ungefähr. Und in dem Satz hat er aber nur beschrieben, dass sie etwa am Arsch kratzt. Also es ist echt anstrengend, das sind 1700 Seiten ungefähr. Ich bin so schon nicht der große Leser, wenn es dann auch noch anstrengend ist, wie sowas wie der Faust und lauter so ein Scheiß, das man eigentlich auch gelesen haben sollte. Aber hätte ich auch noch lesen, aber der ist halt, glaube ich, in Reiming geschrieben, glaube ich, oder der Faust. Ich glaube schon, ja. Ich habe Kafka, habe ich jetzt vor einer Zeit mal ganz gelesen, der ist auch verrückt. Ich kotze gleich. Nein, der ist auch verrückt. Dann bleibe ich lieber der ungebildete Peasant. Sag ich, was ist. Der irgendeine Scheiße ins Mikrofon blubbert und Leitfriert. Das ist mein wieder. Was denn? Hörbücher. Ja. Weißt du, was ich das Problem bei Hörbüchern habe? Du hörst nicht zu. Genau. Ja. Und ich habe oft beim Autofahren mir gedacht, jetzt lass mir so ein Hörbuch laufen und dann sitze ich im Auto. Hey, was hat er verzeiht? Weil ich 2 Minuten bin ich dabei und irgendwann erwähnt er irgendwas, dann macht mein Hirn so. Ja, PlayStation Controller. Und dann ist es vorbei. Und dann denke ich mir so, nach 10 Minuten, was habe ich mir jetzt eigentlich angehört? Aber lustigerweise, wenn ich dann wieder von vorne anfange, dann war, das habe ich alles schon gehört, was ist die Scheiße? Ja, das ist ganz komisch, keine Ahnung. Verzeih mir nicht als Doppel, du Penner. Wie die Behinderten. Ach, Schlag, jetzt hält man nur mal hören und was schon. Jetzt mal dann, hätte ich angefangen, dass ich mal zum Einschlafen Hörbuch. Ja, das ist halt Blödsinn. Aber das ist ja Blödsinn. Ja, das ist dann auch so das ist der größte Blödsinn, 10 Minuten und dann schläfst du ein und dann genau, und dann am nächsten Tag dann du eine halbe Stunde lang, was du warst. So geht es mit Serien. Ja, das ist wie mit Netflix oder halt Prime oder sonst was, du schaust irgendwo so, Serie, schläfst ein, dann laufen dort 4 Serien weiter und ich nehme so, ach, apropos Serien, was weiß ich, wo ich war. Diese scheiß Netflix-Wichser, die haben mir jetzt auch aus dem Account rausgeworfen. Also am Handy. Die nicht du zahlst, sondern dein Spätzle in Minge. Nein, ich. Wie, die schmeißen die aus, wenn du zahlst? Ja, schau doch, so dumme Fresse und nichts zahlt. Scheißdreck so ist. Ja, aber das war am Handy, war das immer cool. Also am Handy ist es immer gegangen. Ja, dann musst du mal den Hut da oben aufsetzen und einmal. Welchen? Den braunen. Kabelhut? Nein, den drunter. Ja, ihr wisst nicht, was es ist, das sagt man so nicht gescheit. Das ist ein Piratenhut. So. Ja, das dauert ein bisschen. Manchmal in den Kommentaren versteht es vielleicht, was ich meine. Darum hat man wieder zum Einschlafen angewohnt, nur noch. Hier bin ich. Nur noch Zeichentrickserien zum Einschlafen. Ja. Super. Ich hab gestern mit Daryl Dixon angefangen. Ist die so oder?
Kann ich das so nicht beantworten. Leider. Okay. Oh mein Gott, was war das? Und wie viele Folgen hast du schon gesehen? Die erste habe ich gesehen und dann bin ich, glaube ich, in der zweiten nach den ersten 10 Minuten eingeschaut, weil es saumit war. Ich kann es noch nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe so, wie ist überhaupt hergegangen? Nadine hat angefangen, wieder The Walking Dead zu schauen, von Folge 1 weg, und wenn ich dann von beim Essen hocke, dann kriege ich das mit. Walking Bleed. Ist schon wieder lang genug her, offensichtlich, dass ich auch wieder ein bisschen Interesse entwickle, aber Bock so wirklich alles jetzt noch mit durchzuschauen habe ich nicht. Und dann habe ich mit dem Spezi im Discord geschmerzt, so, da gibt es ja Spin-Offs und so einen Scheiß. Dann haben wir uns drüber lustig gemacht, über 4 The Walking Dead, den ganzen World Beyond Scheiß. Da habe ich gedacht, leck, den habe ich noch nicht. Schlechte Hast Scheiße. du World Beyond angeschaut? 10 Minuten. Also, die habe ich gar nicht Da gesehen. bin ich da gesessen und ich, komm, halt dein Maul. Für The Walking Dead habe ich dann immer laufen lassen, wenn ich daheim trainiert habe. Dann habe ich es halt dann nebenbei laufen lassen. Also, wir trainieren meine Schweinsbronchissen. Und dann habe ich die nebenbei laufen lassen, aber das ist so eine langweilige. Boah. Also Kruzifix, wenn man in die ersten 10 Minuten auffällt, das ist, da wenn ich in Jemenhofer-Film schaue, dann ist das ein Oscar-reifes Schauspiel, aber das da drinnen, war leck, Alter, wo haben sie denn die Leute her? Vom Landauer Stadtplatz. Hey, kannst du Schauspieler? Nein, ja, du bist drin. Geil! Verstehe ich nicht. Und ich hab's ganz so geschaut und da ist doch da. Was ganz? Ja, wie gesagt, das ist dann immer nebenbei gelaufen. Gut, du hast einen Filmpodcast, du musst es ganz schauen. Aber das ist halt nur jetzt nebenbei laufen, damit ich ein bisschen mitschmerzen kann. Aber ich muss mich darauf konzentrieren, weil wie gesagt, dann mache ich ein bisschen Sport, dann gehe ich mal schnell und sortiere Papiere und lauter so ein Mist. Aber ich habe genug gesehen, dass ich sage, das muss nicht gesehen haben. Das ist meine Räubermütze. Das ist Strumpfhosen. Ja, eine Räubermütze. Ah. Verstehst? Die habe ich bei Thief Simulator gehabt. Ich habe auch 2-3 Mal reingeschleudert. Tu dich nicht, aber. Jetzt willst du das wirklich du hast, dann. Oh ja. Geil. Oh yeah. Mit dem Nylonstrumpf ein bisschen würgen und dann fährt man, oder? Ja. So. Oh. Was die Hagel haben, sind die Specker. Der eine ist für das und beide miteinander sind für. Ja, egal. Kann ich mir das nochmal ausleihen? Bierger und der Pornokeller. Aber wie erste Folge? Ja, genau. Dann habe ich geschaut, es gibt einen Haufen Spin-Offs. Da gibt es jetzt einen mit dem Negan und mit der Maggie. Genau. Da habe ich jetzt große Erwartungen, weil ich beide Charaktere eigentlich nicht so geil finde, muss ich sagen. Ja, Negan mag ich jetzt auch gerne. Negan mag ich schon, aber nicht das, was aus ihm geworden ist. So. Der hätte einfach aufs Dreck als die abgestochen werden sollen. Und nicht, ich möchte wetten, dass die in der Serie das Fegel noch fangen. I fucking guarantee it. Malik, das war schon hardcore. Wenn sie mit dem dann fegelt, der Schnitzel hergekriegt hat aus ihm. Und Daryl Dixon und am 25. Februar kommt auf HBO The Ones Who Lives. Genau, mit Rico mit der Michonne. Genau, auf die bin ich auch gespannt. Bin ich auch gespannt. Nur wenn ich denke so, die kommt jetzt dann schon, das mag ich sehen, weil ich einfach wissen will, was passiert. Die Scheiße ist halt überall verteilt. Das eine läuft bei Magenta, das andere läuft außerhalb vom Fenster, das dritte geschickt so per Post. Das dritte kriegst du die Piraten halt überhaupt nicht. Ja, genau. Und, nervt mich. Magenta, wer hat Magenta TV? Ja, genau, dann habe ich gesehen, Daryl Dixon. Daryl Dixon kriegt seine eigene Dingsbums. Schaust du mal an. Der ist in Paris unterwegs, oder? Genau, ich weiß nicht, wie er da hinkommt. Ich glaube, in der Serie nein, da ist da gar nichts. Da ist nichts. Also, ich hab's komplex gesehen, die Walking Dead Ding, aber da den ist schwappt auf dem Boot, schwappt an die Marseiller Küste und dann ist er halt in Frankreich, kennt sich erstmal überhaupt nicht aus, sucht sich ein wenig Zeit zusammen und dann ist er bei Kampfnonnen. Und dann habe ich angefangen zum. Das muss jetzt ganz furchtbar schnell eine Kurve machen, weil sonst. Und eine tolle. Darf ich spoilern? Es ist jetzt kein krasser Geschichtsstrang, wo ich sage. Aber Besonderheit an die Zombies sind bei den Franzosen, sie sind sogenannte teilweise Burner. Die klangen die an und verätzen die mit irgendeiner Säure oder irgendeinem Scheiß. Ja, zumindest ein bisschen was Neues mit einer braucht viel cool. Ja, ich finde, um ehrlich zu sein, finde ich, dieser Wingel seltsam, wo wir und so, vielleicht kommt das. Vielleicht wird es nur erklärt, ja. Aber gut, ich habe dann die Hoffnung gehabt, so, vielleicht dann endlich wieder die Beißertrottel endlich wieder eine Bedrohung dadurch und nicht wieder ein Sitcom draus machen, bitte. Und es geht irgendwie darum, dass in diesem Nonnenkloster ein kleiner Bub ist, der extrem gebildet ist und für die der Erlöser ist und so weiter und er möchte heim, muss dadurch durch ganz Frankreich und er soll aber für die Nonnen das Kind mitnehmen und an eine bestimmte Stelle bringen, aus irgendeinem Grund. Und das ist so der... Aus nonnische Gründe. Ein bisschen Nunsploitation, weil schon wieder mit Geld, wenn die 70er, 80er Nuns with Guns und so ein Zeug. Ja, die haben da in so einem Kloster drin, das ist so eine Art Ritterburg und da haben so alte Oldschool-Waffen drin, wie so helle Baden und lauter so einen Scheiß. Ja, wir haben gelernt, uns zu verteidigen. So. Und dann kommt es dann wieder der Bösewicht eingeführt. Der Daryl bringt seinen Bruder um. Er ist dann da so, oh, mein Bruder ist da. Also ganz billig, um ganz ehrlich zu sein. Okay, ja, ist der Gute, passt schon. 0815 Walking Dead Story. Ja. Wie eigentlich jede Staffel losgeht, so fast. Und ja, genau. Aber der Bösewicht ist nicht sonderbar
Special, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis auf sein Gesichtstattoo. Sonst darf man nicht wissen, dass der Bösewicht ist. Weil wir alle behindert sind beim Zuschauen. Das ist ja gar nicht so einfach manchmal. Ja, aber so hat der Daryl Dixon an, also Daryl selber ist halt einfach ein beliebter und cooler Charakter. Ja. Kann man sich schon geben. Bis jetzt halt, ich habe eine Folge gesehen, da kann man nicht viel sagen, aber es ist okay. Ich bin nicht nach 10 Minuten, oh Gott, hau heute mal. Das heißt normalerweise, ist das okay dann. da bin ich mal gespannt. Ich bin halt sehr geduldig bei sowas normalerweise. Müssen wir schauen, ob wir das World Beyond vielleicht jetzt mal noch nebenbei Ob ich bei World anschauen Beyond müssen. recht gehabt oder nicht, dass ich nach 10 Minuten sage, lösch die Scheiße Ich habe ja nicht gesagt, dass du falsch bist, Hast du sondern... auch geschaut? Oder Natürlich von- nicht. Also, was labert's denn dann? So viel zu The Walking Dead. Also ich darf sehr feiern, wenn man da mit The Ones Who Live oder The One Who Lives oder was weiß ich, was genau heißt, ist wurscht, wenn das eine gute Serie wird, weil an Rick da ich schon gerne nochmal sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ja, hat schon ja. passt. Das war- Ich auch. Hast du irgendwas von The Walking Dead gesehen? Natürlich nicht. Ich habe einmal das Spiel da angefangen, da gab es so ein Spiel, oder? Telltale, oder? Die waren unglaublich Die waren wirklich gut, ja. Da sitzt du am Schluss da und trinkst wie ein kleiner Schüber, das garantiere ich dir. Ich hab's Auch du, natürlich wenn du das fertig nicht kennst. Ja, Da super gemacht. wolltest du Männlichkeit bewahren, Gut oder gemacht. nicht? Ich glaube, an 6 Episoden und in der letzten, wer da nicht war, dieser emotionsloser Nein, ich Wichser. glaube, 2 oder so, aber dann habe ich irgendwie aus die Augen verloren. Gibt sogar einen zweiten, eine ganze zweite und einen dritten Teil, glaube ich, gibt es auch, da spielst du ja ein kleines Mädel. Und einen Erwachsenen so abwechselnd in der ersten Staffel und dann ist es beim nächsten Mal so ein bisschen älter und beim nächsten Mal ist es noch ein bisschen älter. Habe ich alle Jetzt 3 ist- gespielt. Jetzt ist auch wieder irgendein neues Walking Dead Spiel rausgekommen. Das muss aber Wow, leck, ich hab bloß die Grafik muss gesehen. bombengeil sein. Das battelt sie mit Gollum und Kong. dem anderen mit Kong um das schlechteste Spiel des Jahres, ja. Oh, Geil. Gibt es sehr eigentlich für Spiele auch so, bei den Filmen gibt es auch die Goldene Himbeere? Gibt es sowas bei Spiele auch? Die spielt dann Hand of Blood meistens. Das stimmt, ja. 3 schäbige Spiele. Ja. Das kann ich eigentlich auch mehr. Das füllt mit Sicherheit 2 Stunden mit den 3 Scheißdreck-Spiele. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich, wenn du es dann im Stream machst oder bei Leuten zuschauen, dann glaube ich, kann es sogar lustig sein, wenn es diese ganzen Bullshit. Ist mit Sicherheit lustig. Allein ist halt wahrscheinlich, du möchtest ihn umbringen. Ja. Aber wenn es mit ein paar Leuten zusammen sagst, ich habe jetzt halt, Spider-Man 2 durchgespielt. Und leck mich am Arsch, ist das gut. Ja, Also, das ist wirklich bombengeil. Also, die Story ist unglaublich gut. da werde ich wieder warten, bis es für den PC kommt. Es ist wie gesagt, allein die Story ist so viel wert, dass du das spielst. Und Wie lange dann. hat es denn dauert? Ungefähr. Äh, Mehr als 20? ja, Ja. 30 Stunden habe ich jetzt. Ich habe es auf Platin gespielt. Und ich glaube, dass dann 30, 35 Stunden gewesen sind. So, also ich habe auch beim Einser, Ich habe es aber dann auch, bei mir haben wir's, ich habe es mit dem Spätzle zuerst auf der schwarzen Stufe gespielt und mein Platin-Ding habe ich jetzt auf der leichtesten, weil ich aber schon alles gesehen gehabt, das habe ich jetzt auf der leichtesten und da bist du auf 20 bis 30 Stunden Dinge mit durch. ich habe beim Einser alles auslassen, was nicht Main Story war. So gut wie es geht, weil es einfach nicht nötig ist und ich habe keinen Bock nicht, dass ich irgendwelche Rucksäcke irgendwo in der ganzen Stadt suche und so ein Scheiß, das ist mir einfach zu dumm. Aber so 20-Stunden-Spiele müssen wirklich überragend gut sein, Ja, dass ich die das in einem Stream das spiele. liefert voll ab, das Ding. Ja? Das ist, also da ist keine langweilige Sequenz dabei, da Leute so umeinander schweben mit Ja, dem, gut, das mit dem wird Ding. nicht langweilig, Ist voll geil und dann auch die Gegner, die kommen, ist eine gewisse Härte dahinter, es ist ja teilweise, also allein der Auftritt von Venom ist härter als die 2 Filme, die es geschafft haben. Und er ist auch richtig geil dargestellt, der Venom, der Craven ist auch brutal. Ich liebe den Spider-Man. Also geil, Leute. Ich bin absolut. Da bin ich wie du, generell Marvel so ein bisschen beim Spider-Man, da kann der Film gar nicht so schlecht sein, dass ich sage, du weg den Raus. Quick! Aber die meisten haben ja ganz im Gegenteil. Also der dritte Spider-Man-Film, der war wirklich gut. Allgemein Kann man finde ich, sagen, also ruhig. Spider-Man hat eigentlich nicht wirklich einen richtig schlechten Film. Ich finde, damals, vor 20 Jahren, die ersten 3 haben schon sehr cheesy. Die haben ein bisschen cheesy. Ja, das ist aber ein bisschen so der Zeit Ja. geschuldet. Für die Zeit waren sie eigentlich ganz geil. Aber die ersten 2 finde ich nur immer sehr geil. Der dritte ist halt dann ein wenig. Und den finde ich eigentlich am amüsantesten, weil da geht es jetzt so zu einfach. Ja, das ist schon, einfach wenn man, lustig. der Part, wenn der Peter Parker dann, oder der Tobey Maguire in dem Fall. mit dem Ah. Venom-Kostüm umeinander drin. Ja, genau, so halt nach deinem Maul, was soll denn das? Das ist wirklich ein bisschen fragwürdige Scheiße, ja. Was hältst du davon, dass Bully Herbig jetzt einen neuen Film macht? Ja, toll. Da haben wir uns im Discord auch schon unterhalten. Das Kanu, das Manitou. Irgendwie sowas, Ja. ja. Fortsetzung zum Schluss da Manitou. also mein erster Gedanke ist bei dem, da braucht jemand Geld. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht bei einem Glaube ich Bulli, auch weil er der nicht. größte Allein mit LOL, Filmemacher glaube ich, ist. da wird schon gut Kohle laufen. Aber trotzdem so, ich habe gesehen, was 2017 mit der Bulli-Parade, der Film, habe ich keine 5 Minuten geschafft. Ich hab 20 Die Parade war ja geil und Ich hab dann 20 war der Film geschafft. draus, Ja, der ist aber so halt schlecht. vor 25 Jahren war das geil. Und Ja, lustig. genau. Ja, natürlich kommen wir heute noch über Gustav. Ja, Gustav Leute, ne?
Ja, wenn du das, sag das einmal einem heute 15-Jährigen, der holt sich ans Hirn und sagt... Ja, der sagt dann, das dauert länger als 10 Sekunden, Digga, kann ich nicht schauen. Walla Bruder, was ist das? Machen wir nächstes TikTok. Weiß nicht, Digi, schalt weiter. Grausamst. Ja, da auch nicht fürchterliches. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil er kann ja also diese Witze in diese Richtungen, wie sie damals beim Studios Manitou waren, ja überhaupt nicht mehr so bringen. Da hat er sich, glaube ich, auch geäußert, dass er es nicht mehr so machen darf. Keine Ahnung, habe ich nichts gelesen. Soweit ich war dankbar, wenn er die Witze, die er jetzt gerade bringt, auch nicht mehr machen hat. Ja, ich kann mir Lola nicht mehr weiter anschauen, weil diese Passagen, wenn er eine schmerzt, dann kriege ich einen Schlaganfall. Das ist so halt unlustig. Das ist wirklich cringe. Das ist so unlustig, wo er dann, welche Staffel war das, wo er das Hamsterbeutel gehabt hat? War das in der dritten? Dritten, glaube ich, Die habe ich nicht mehr ganz angeschaut, weil das habe ich zweimal gesehen, als er dann mit dieser verzerrten Stimme als Hamsterbeutel schmerzt. Da habe ich mich so fremdgeschämt, dass ich ihm lieber einen Fernseher abgeschmissen hätte. Aber nachdem ich nie wieder in meinem Leben Fernsehen schauen müsste, wenn ich so etwas sehen muss. Das ist wirklich fragwürdig. Ja, Scheiße, das ist da war ich dann raus. Also LOL war ich... Manche nicht gut, aber im Grunde LOL ist wirklich unglaublich witzig. Du kannst sagen, was magst. Wie viel wir in der Zusammenfassung haben, wo er rausgeschnitten ist. Ein Judas Manitou hast aber du auch gesehen. Dass wir mit dem Film haben, über den wir alle reden können. Ja! Bitte. Woo! Spaß. Flosse. Da hätte ich auch gesagt, das hätte ich jetzt nicht verstanden. Dann bist du raus hier. Findest du gut oder schlecht oder was sagst du oder wie? Oder? Es bleiben halt immer noch so Sachen hängen, aber ich glaube, wenn du jetzt nochmal anschaust, dann ist er nicht mehr so gut. Das ist wie bei vielen anderen. Das ist normal. Comedy, ja. 25 Jahre Comedy ist. Aber es sind ja immer noch. Der Verräter-Song, der funktioniert immer noch. Der wird auch immer Ich halte den Judas Manitou für einen der besten deutschen Filme, die jemals gemacht worden sind. Und einen absoluten deutschen Comedy-Meilenstein. Ja, damals, wo er rausgekommen ist, da hätte ich mir bei den Hosen gesagt. Ja, wenn der aber da über diesen Idioten-Humor loriert und der Abahatschi hinten an dem Wagal-Droh hängt. Schneller. Und hinten hörst du... Der sechste ist ja sogar warum wir das Und dann muss ich aber sagen, das ist einfach... Halt doch dein Maul. Ja. Und generell das Winnetou-Dings, das ganze Setting ist super geil, da kann man so viel Scheiß machen. Das war einfach lustig. Richtig lustig. Und vor allem richtig gut produziert. Ja. Und das kann er. Ja, kann man sagen, was man will, das kann er. Von alle Filme, die er gemacht hat, bis zum Wiki und... Naja, Design, Produktionsdesign ist immer... Wobei aber die Filme lustigkeitsmäßig und Gutmäßigkeit von Film zu Film immer schlechter geworden sind. Also ich habe die Wiki-Filme wenig gesehen. Was haben wir vorhin? Also jetzt pass auf, Traumschiff habe ich gesehen, da ist aber schon ein bisschen so eine Flaute mit reingekommen. Der hat so seine Momente gehabt. Und ich habe ja diese Traumschiff-Passagen im Pulli-Parade habe ich geliebt. Und dann kommt der Film und dann denke ich mir so, es ist leider nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Und dann ist ja noch Sissi und der wilde Kaiser gekommen. Ja, da waren nur die zwei Bauern witzig. Weißt du, was du meinst. Das war der einzige witzige Moment. Dann, was hat er danach gemacht? Dann, ich glaube, ist schon der Huibu gekommen. Gut, das war ein reiner Kinderfilm. Das muss man anders bewerten. Genau, das ist einfach, da bin ich ja nur also ich kann zwar Kinderfilme, aber der ist halt wirklich für ganz kleine Kinder eigentlich gemacht gewesen. Da kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Und dann, glaube ich, bin ich raus mit den Bulli-Filmen, was ich angeschaut habe. Die Wiki habe ich nie gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen, Wiki. Bulli-Parade super gut produziert und sehr schön den Geist von der Wiki-Serie damals eingefangen, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, lecker hast du den Film gesehen. Okay. So. Wie viele Teile gibt es noch? Gibt es ja schon 2 oder 3, oder? Von den Wiki-Filmen? Na. Echt? Ich glaube, es gibt so einen. Ja, irgendwann das auch. Du musst es wissen, du hast einen Film-Podcast. Ja, aber der ist scheiße. Das stimmt. Das ist lauter Ahnungslose in dem Podcast. Ja, und da kann man wieder über Politik reden. Wir nehmen den jetzt auf den Politik-Podcast. Trottel triggern für was anderes ist dieser Podcast nicht gedacht. Nein, es hat letztes Mal einer geschrieben, wir sollen das lassen. Das stimmt, hat er wirklich. Ja. Aber ich glaube, ich habe drunter geschrieben, du hast vielleicht gar nicht so unrecht. Deswegen habe ich mich so dermaßen vorbereitet wie noch nie zuvor. Ich sage dir, wie es ist, aber bis jetzt haben wir noch über keine einzige Sache geredet. Du hast ja noch gar nicht gefragt, was wir morgen nicht drin haben. Stimmt, was habt ihr Wochenende drin? Oder was habt ihr generell drin? Nix. Boah, stimmt. Wir waren in der Beachparty. Oh Gott. Aber hau mir ab. Ich hab manchmal echt den Eindruck, der hat mir mit dem 16-Jährigen. Ja, jetzt kommt's nämlich, weil wir waren mal... ich hab mich nämlich abgeschleppt. Schiwas. Achtung, fühle ich. Verfassungsschutz, Nazi. Nein, ich mach das nur in Maßen. Auf jeden Fall... Okay, wir später dazu. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich wollten wir am Samstag gehen, da war halt Ü30-Party. Da habe ich gedacht, ich bin noch keine Ü30, lass mal ruhig, gell, auf die normale Beachparty, auf das Beachclubbing. Dann haben wir da drin und da haben wirklich, also da hast du die nicht einmal trauen können, irgendeine Frau anzusprechen, weil du nicht gewusst hast, oh Gott, ist die 14, 15, 16? Ja, aber wenn es drinnen ist, muss ja mindestens 16 sein, oder? Ja, oder hat sich den Hintereingang geschlichen. Was ist denn? Frage. Was ist denn eigentlich, wenn so eine Party ist ja ab 18? Sagen wir ab 12. Ja, ab 12.
Dann ist ab 18. Dann ist ab 18. Wenn ich jetzt da reingehe. Gibt es eigentlich das mit der Begleitperson noch? Ja, Schon klar. weiß ich gar nicht. Mutti-Zettel. Mutti-Zettel. Und dann dürfen die länger drin bleiben bis 2, Ja, oder? genau. Normal schon, ja. Ja, scheiße, dann nicht. Ja, dann nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn der Veranstalter eine 17-Jährige da reinlässt, die aber gar nicht da sein darf, ich als 37-Jähriger da reingehe und nimm die mit. Bummst die auf der Toilette. Bam! Genau. Wer ist dann schuld? Oh, das ist eine gute Frage. Wer ist dann schuld? Ein ganz klarer Veranstalter. Sag! Ganz klarer Veranstalter. Ist zwar WhatsApp. Ja, ich hab nicht gesagt vergewaltigen am Scheißhaus, sondern mit beider Einvernehmen am Scheißhaus. Wenn ich der in Ruhrstorf auf der Pisserin. Wenn ihr der Chloroform ins Gesicht holt und sie sich nicht mehr rührt und dann zieht es aufs Klo, filmt es, während ich am Akt mit ihr vollziehe, wer ist dann schuld? Weil sie hätte gar nicht da sein dürfen. Ja. Du bist praktisch vom Veranstalter dazu verlitten worden. System Das ist wieder durchgedreht. was anderes, sondern mit beider Einvernehmlichkeit in Ruhrstorf an der Pisserin um 1 in der Früh zusammengehauen. Schön durchs Glory An der Hole. Pisserin. Damit du Da kannst du richtig... noch ins Pisserin einschleudern. Dann Ja, wird sie nicht schwanger. danach fegelst du nie wieder. Nein. Weil er da bis zum Arschloch wegfällt. Mit einer 17-Jährigen. Ja, das darf mich jetzt einfach interessieren. So. Ja, ich weiß gar nicht, ist das, da gibt es sogar irgendwie so Regelungen, ab wann gegen Arschloch, oder? Ja, aber da gibt es irgendwelche Regelungen. Ich habe da mal so eine Tabelle gesehen. Was ist eigentlich, wenn Ist es nicht sie ab 14? 17 und 10 Monate alt ist? Was ist denn dann eigentlich? Dann ist wurscht. Wenn sie Dann 17 ist und wurscht. 10 Monate. Was, 17 und 8 Monate? Wenn die sagt 17, fast 18, dann ist das ganz klar. 17 und 2 Monate? Das ist wurscht, glaube ich. Ob die 17 und 2 oder 17 und 10. 17 in 6 Jahren. Dann passt. Was ist, wenn es um, Zählt mal schon. was ist, wenn es um 12 Geburtstag hat und die Fegel um 5 vor? Na, ich wollte jetzt Ja, du musst dann schauen, ob du den länger, Akt, aber das ob du den Akt in über 12 drüber ziehen Scheiße, kannst. machen wir 2 Minuten vor 12. Dann schau ich es. machen wir 2 Minuten nach 12. Ja? Das würde mich interessieren so. Ja, Was- ich hab da mal irgend so eine Tabelle gesehen, da gibt es tatsächlich irgend so eine komische Tabelle, wo dann das Alter vom Partner und von ihr ist und dann mit Eltern, also Ja, aber nicht was den ist jetzt Bett mit da- dabei, aber mit Einverständnis das dann zeigt, also ganz Was ist die komisch. genaue Regelung? Was ist eigentlich irgendetwas auswendig, wie die genaue Regelung ist? Darfst du jetzt, wenn du über 18 bist, jemanden vergenusswurzeln, der zwischen 16 und 18 ist? Weil es gibt ja andere Regeln mit 14 bis 16 und 16 Ja, da bis gibt es schon, 18, oder? da gibt's schon einen Unterschied, Ich glaube, mit du jetzt 14 und zum 16 Beispiel, müssen die Eltern auch noch sagen, Wenn du ja, jetzt- ich will, ja, du oder? musst zuschauen. Also, die müssen dabei sein. Die müssen sie holen. mach da die scheiß Spielsaut, total! Oder du kriegst dann als Ja, was weißt du, 18-Jähriger, wo die ganzen Pornos herkommen? du kriegst dann als 18-Jähriger den Mutti-Zettel, kriegst dann unterschrieben. Was weißt du, was heißt da, der Stepdad, keine Ahnung. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich die so... fangen, so- mittlerweile- die fangen Da alle gibt's so mit einen Unterschied, wenn du Egon über Kowalski 18, an. wenn sie zwischen 16 und 18 ist und du bist 19, das ist zum Beispiel ein Unterschied zu dem, wenn du 30 warst. Dann wird das nochmal anders Ich bewertet. darf jetzt gefühlsmäßig sagen, wenn ich 20 bin und meine Freundin 17, dann ist das okay. Aber wenn derjenige 26, 27, langsam 28 wird und sie ist 17 auch, dann wird es langsam, ja, aber ab 18 ist es eh wurscht. Und sie ist 17, dann, Echt? Ja, das finde ich auch. Wenn du Ja, so dann schon. langsam dann ist hochkomisch zum dann ist Schmecken. Komisch zum Schlucken. Frischfleisch. Vanilla. Also da machen wir uns schlau bis zur nächsten Folge und dann klären wir unsere minderjährigen Hörer auf, ab wann sie von uns vergenusswurzelt werden dürfen. Ja. Bis dahin nur ab 14. Genau, bis dahin nur Petting. Was passiert denn eigentlich, wenn ein 14-jähriger Fangirl völlig ausrast irgendwo, zieht das T-Shirt aus und reibt ihr ihre Titten ins Gesicht? Du kannst es ja nicht wegprügeln. Falle kann ich das. Ja, keiner schon, da kannst du eine Anzeige wegen wegprügeln, aber... Stopp, hör auf! Hör auf! Ja, aber so Nein heißt Nein. Ja, Nein, ich sag Nein, die ganze nein, Zeit nein. nein. Ich sag die ganze Zeit nein. Jetzt mach doch lieber. Nein heißt Ich glaube, Nein. die erste mal googeln, auf was die größte Strafe steht, auf Wegprügeln oder Motorboot. 2 Jahre für Motorboot, 3 Jahre für wegprügeln. Und Why not both? Ja, 5 Jahre mal Ruhe. Oh Gott. Aber was ist, wenn sie ist eine Zwillingsschwester hat, die auch 14 ist, dann haben sie 28. Ja, die kannst du dann zusammenziehen. Das ist ein Schmarrn, Florian, das wissen alle. Jetzt gehen wir in den Krampf. Jetzt Vorher gehen warst wir du in so den seriös und jetzt gibst du daher. Okay, Entschuldigung. Komm jetzt. Du hast übrigens ein komisch langes Haar, mit wie hast du rumgemacht? Achtig. Hängt immer noch dort. Irgendwas mit- Hängt immer noch dort. Ab- Nein, es ist ein Knackweiz. Ab 4 Jahren, aber bloß mit der Gickelschau oder irgend so ein Scheiß. Ja. Das hast du schon früher gesagt. Das haben wir schon einmal gesagt, ja. Jetzt haben wir schon 8 Minuten. Aber wenn wir schon, da gleich was jetzt von mir ein kleines Thema mit eine. Es sollen jetzt halt verschärfte Regelungen fürs Belästigen von Frauen vor Abtreibungskliniken oder Beratungsstellen. Da wieder meine Kenntnisse, habe ich das schon mitgeteilt. Ja.
Dass man sowas überhaupt machen muss. Was ist denn mit den Leuten los, dass wir vor der Klinik stehen und fängt dort Leute, die da hingehen? Was soll das alles sein? Der einzige Grund, warum ich da dort steht, ist der aus Dogma von Jay und Silent Bob. Was macht ihr denn hier? Weiber aufreißen. Warum vor der Abtreibungsklinik? Denkt ihr, die wären nicht hier, wenn die nicht gern vögeln würden? Filmzitat, der muss ich sagen. Ja, völlig. Aber was soll das, dass wir da überhaupt hinstehen und fickt dann die jungen Leute da dort noch? Ich glaube, dass es, gibt es da wirklich Leute, die sagen, weniger Strafen für die Leute? Oder? Wahrscheinlich gibt es sicher Gegenstimmen, aber ich habe jetzt nur den Bericht. Ich will die nur daneben hinstellen, über den Eingang und immer nur so. Das, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich gemacht mit dir. Einfach nur so ganz bösen Blick nochmal. Stricknadeln davor verkaufen. Ja, Kleiderbügel. Klar, die lustige Klappen wieder aus. Hat das Beitel gesehen mit dem Reverse-Storch? Wo so Beitel vom Storch siehst, der mit dem Kleiderbügel davor fliegt? Ja, oder du kannst die Babyklappen daneben hier. Es gibt Alternativen. Ja, die genau. Babyklappe daneben. Waisenhäuser sind unterbesetzt. Okay, vor meine Gehkeit einfach Aufklärung betrieben und dann ist so ein Vorraum, wo sie rein müssen. Da gibt es dann Stricknadeln und Klappen und so ein Scheiß. Du bist echt sicher, dass du rein möchtest, du warst so eine schöne Single-Mutter. Genau, und danach kehrst du auf so eine Schulung geschickt, eine Woche lang, wie man richtig verhütet. Ja, genau. Jetzt bist du schon wieder da. Ja, ich glaube, da haben wir, glaube ich, recht einstimmig, dass das, was soll das? Ja, ich glaube, bei uns ist, also, ist ja du glaubst, dass die da mit einem Grinsen reingehen und dann müssen sie klein oder Bocke. Das ist ja... Nein, das ist eine Scheiße. Es ist doch gut, wenn sie, jetzt Black sagt, es ist doch gut, wenn in meinen Augen, das ist jetzt auch wieder natürlich schwierig, dieses ganze Thema, aber... Über das hätte ich mich jetzt gerne unterhalten, ja, dass ihr genau. von der Abtreibung halt. Ja, ich find's gut. Dass es erlaubt ist. Ja, das ist erlaubt. Das gehört zur absoluten Selbstbestimmung von Frauen, also das ist... Hat der Mo was mitzuentscheiden oder nicht? Na. Also, sagen wir mal, wenn man in einer Beziehung ist jetzt. Ich finde, es kommt immer auf die Situation drauf an. Ich sag, wenn es jetzt so ein One-Night-Stand war, dann überhaupt nicht, weil es ist ja ihr Körper und es war beide ein blöder haben die Zufall. Entscheidung getroffen. Dass sie ein Kind kriegen. Na, Ja, aber ich wenn er nicht will, ich weiß nicht, ohne ihm darf das Kind ja auch nicht geben. Das ist eine schwierige Frage. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man da der Oschi hängt, was ich mir denke. Ja, aber am Ende ist jetzt sie muss das austragen. Nein, also entweder, das muss schon sie genauso, entscheiden, weil es ist ja Umdreht. praktisch... Ja, reden wir weiter. Es ist ja praktisch, du musst es ja so sehen, du kannst jetzt dann auch nicht, wenn jetzt, dann müsstest du ja andersrum das auch so sehen, wenn jetzt sie schwanger ist und sagt, sie will das Kind behalten, dann müsstest du als Mann auch ein Mitspracherecht haben und das ist ja... Hast du wenn du es über Treppen schubst? Verstehe ich nicht. Ja, nicht? Nein, aber das geht, also, wenn sie das Kind... Abortation, Deportation, schmaler Grad. Und tschüss! Der Treppenschubser von der schwangeren Frau ist die Remigration des kleinen Mannes. Der schönste und dann fliegen wir das garantiert. Der Titel? Das ist der schönste Titel, den wir jemals hatten und mit dem fliegen wir und verabschieden wir uns. Das ist heute unsere letzte Folge, machst du das gehört? Bis dann. Schade. Nein, ich bin da. Bei uns ist ja. Treppenschubser ist die Remigration des kleinen Mannes. Entschuldigung. Oh, leck mich am Arsch. Ich möchte mich über alle Treppen förmlich entschuldigen. Die Treportation. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Oh, da muss ich mich stark zurückhalten, dass wir die Folge so nicht Dann nennen. nennen sie halt Abtreppung. Abtreppung. Ist die Remigration des kleinen Mannes. Ja, da ist ein schöner Clickbait drin mit dem Thema Remigration, Deportation. Ja, ob das nicht gefleckt wird als Infoscheiß. Ja, kann gut sein. Ja. Ja, aber am Ende des Tages, also ich finde das super, dass das, weil diese Arschlöcher haben da nichts verloren. Da gehört halt eigentlich, vor die Klinik gehört halt auch immer ein Wasserschlauch hingehängt mit einem Feuerwehr, der dann die ganzen Demonstranten mit lasert. Aber bei den Amis geht es ja da richtig zu. Dass ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt, der schleicht sich immer auf so Demos ein und verarscht dann über die Demonstranten dort. Ich muss halt den Namen suchen, weil der Typ ist so geil, egal ob das jetzt pro Trump ist, ob das jetzt Anti-Abtreibung ist, ob das pro Kirche ist oder selbst, er geht immer hier und holt dann praktisch so einen Spiegel vor, was für Scheiße da eigentlich gerade passiert. Und da ist er bei so Abtreibungsdinger Demos auch dabei und es ist so geil, wenn er da Frauen, die da auch dagegen protestieren, fragt, ob sie eigentlich mit irgendwas lässt das da auflaufen wegen der Selbstbestimmung vom Körper. Und dann sagt sie so, ja, da ist voll dafür. Und am Ende war es aber halt so, dass sie eigentlich gar nichts mehr darf, sondern alles in der Mo für sie entscheidet. Ich weiß schon, was du meinst. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr, weil der Typ ist so geil. My Body, My Choice stehen. Ja, genau. Da habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen. Ich glaube, ich weiß sogar, wenn du meinst. Ich weiß sogar, wenn du meinst, wenn ich ihn sehe, 100%ig, aber wie er heißt. Brühen hat er. Nein, das ist nicht der. Ungefähr so groß. Hell dunkle Haare. Ungefähr so groß. Sehr gut. Grob, ja. Aber ja, wie gesagt, Feuerwehrschlauch vor die Klinik hier Ja, und wisst ihr, Beratung stehen und dann. Das ist ein schwieriges Thema.
Ich bin für die Abtreibung, ja. Beidseitig ist auch schwierig. Das so, also umdrehe halt. Wenn sie das Kind kriegen, will ich aber der Mann nicht. Heute auch für schwierige Diskussion einfach. Schwierige Diskussion, weil das ist, beiden Leben wird verändert, wenn eine Seite das nicht will, warum gewichtet, dann das andere nicht mehr. Ja, weil die andere das 9 Monate austragen muss. Die verändert ja dadurch ihren Körper auch nochmal mit, sag ich jetzt mal. Und wenn du kein Kind nicht möchtest, dann hättest du vielleicht von vornherein eine Fischblase über den Schwanz ziehen müssen. Ja, also aber dann oder einfach, wie es der Kani machen würde, in den Arsch. Oh, genau, oder einfach nur. Ja, einfach nur in den Anus. Nein, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich möchte definitiv kein Kind, ich werde nur verhütet Sex haben. Also da habe ich ja fürs Kondom habe ich selber die Verantwortung. Wenn sie sagen, wenn was feit. Es ist so extrem unwahrscheinlich. Auch immer, ich nehme immer ein Atmungsaktives mit 3 Löchern. Zum Beispiel, Kim vorn. Ja, das ist ein Klischee natürlich, aber Kim vor, wenn die Alte hergeht und macht da Loch rein, dass das weißt. Ja gut, aber wenn du es nachweisen kannst, dann... Ja, wie sollst du das nachweisen? Musst aufheben. Wer hängt sein Kondombackerl auf? Du schon, du nagst das an die Wand und machst einen Strichel in ja, und weißt du, wie viele da oben schon kennen? Da hängt noch kein einziges. Komisch, bei mir hängt auch keins. Wall of Shame. Na. Ja, also bei so einem Extremfall müsste ich mich einversetzen und aber, so, aber am Ende des Tages bin ich schon auch so, wie der Flo. Die Frau das manipuliert. So wie der Flo das sagt. Das wird nie rausgefunden. Doch, weil die Idioten, weil da habe ich sogar was gelesen dazu. Das ist aber schon ewig her. Kommentiert, wenn ich Scheiße labert, wie immer. Aber vielleicht so froh, wenn es überhaupt mal was ich weiß gar nicht, bei Windows das war, aber die hat praktisch alle Kondome, die er da gehabt hat, hat sie nicht eine gemacht. Und dann im Nachgang hat er halt gesagt, das kann ja nicht sein, weil er hat immer verhütet und bla bla bla. Und dann haben sie halt das rausgefunden oder dann hat er die Kondome irgendwann gesehen und dann durch Zufall festgestellt. Ja, das ist wieder was anderes, ja. Na, ist eigentlich dasselbe, nur mit mehr Kondom. Ja, aber ich glaube, in den seltensten Fällen gut ist das Weibel halt so brunstdumm, dass alle Kondome, die da haben, machen wir vorab schon mal Loch rein. Ja, aber stell dir mal vor, nimmt's falsch, dann hat's Sex und kriegt kein Baby. Was? Nein, also ich bin da so eingestellt, dass ich sage, am Ende ist die Frau, die mehr Arbeit hat damit, die muss das austragen, der Körper ist belastet und so weiter und so fort. Deswegen sage ich, hat sie... Man muss es aufziehen. Deswegen hat sie für mich da das alleinige Entscheidungsrecht mehr. Wenn es so weit kommt, dass der Mo versucht mitzuschmerzen, ich möchte das Kind nicht haben, dann muss sie aufziehen. Ja, da kannst du mit Gift drauf nehmen. Und so ist es halt nicht. So ist es halt nicht. Ja, sowieso. Und wenn der anderen Ding, wo du vorher gesagt hast, da sehe ich mich halt dann schon selber in der Verantwortung, wenn ich sage, ich möchte keins, ich möchte definitiv keins, ich möchte jetzt Risiko ausschließen, dann nimm ihr Kondom hier, immer. Oder Vasektomie. Wie gesagt, genau. Da bin ich, da muss ich dann... Nein, du kannst es ja wieder rückgängig machen, sogar beim Mann, glaube ich. Ja, beim Mann geht's. Beim Mann schon. Hab ich nicht gewusst. Ja, nicht bis vor kurzem. Also ich hab keine. Bis wieder... I'm ready. Florian ist fruchtbar as fuck. Ja, bei mir kommt der goldene Schuss auf jeden Fall beim ersten Mal. Kommt vorbei, vor der Klinik habt ihr in Zukunft auch Ruhe. Also. Wie ist dann bei euch das andere Thema mit oh fuck, wie heißt das jetzt? Sterbehilfe? Mit dem Kissen. Ist ja eigentlich ähnlich wie. Ja, ist auch so eine Selbstentscheidungsgeschichte. Ja. Wenn derjenige noch in der Lage ist zu kommunizieren und man sich einigermaßen darauf verlassen kann, dass er nicht völlig. Ja. Wie ist denn das jetzt so gerade bei uns geregelt? Darfst nicht. Ja, aber gibt's da nicht auch irgendwie so. Mittlerweile, es gibt schon so ein. Es gibt, wenn du deine Vollmacht dahingehend, du kannst das also gibt ja nur das mit den Maschinen ausschalten, oder? Genau, das ist praktisch sowas, das habe ich jetzt gesehen in einem Video, da wenn der jetzt wirklich gerade bis daher querschnittsgelähmt ist und sonstige Sachen, wenn jetzt da wirklich du an Maschinen wie Beatmungsgeräte und Co. hängst, dann glaube ich, wenn du so eine Vollmacht hast, dann glaube ich, kannst du es im Wille der Leute mit abschalten, dass sie halt jämmerlich ersticken. Ja, du kannst ja gegen lebenserhaltende Maßnahmen entscheiden. Genau, das schon, aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, mein Leben ist jetzt nicht mehr lebenswert, auch wenn du jetzt voll bei Sinnen bist und sagst, ja, keine Ahnung, du hast jetzt Krebs im Endstadium und magst einfach die letzten Monate nicht mehr dein Leben, weil du einfach so viel Schmerzen hast. Ja, genau, das war jetzt das Thema, wo ich so... Genau, und solche Sachen, die gehen in Deutschland halt nicht. Nicht, gell? Nein. Weil irgendwo haben sie es einmal, war das Niederlande, die das jetzt... In Holland, ja. Haben sie das jetzt, ich glaube, in Holland gibt es das. Ja. Aber es gibt es in mehreren Ländern, du kannst das ja praktisch vorab schon... Bei uns, glaube ich, war ja jetzt erst wieder irgendwie Steuergelder, die da flöten gehen. Das war jetzt halt erst wieder irgend so ein Vorschlag bei uns, glaube ich, nicht vor allzu langer Zeit, dass man das ändert. Aber ist das schon durch oder abgelehnt worden? Hast du das mitgekriegt? Nein, das weiß ich nicht. Nichts mitgekriegt. Aber ich bin da eigentlich... Ja, aber also hat es eigentlich gekostet, es wird jetzt ein Gras legalisiert, wann kommt jetzt das? Jetzt war das nicht auch schon vor 4 oder 5 Monaten, dass da jetzt das endlich bald kommt. Ja, die müssen dann... Stattdessen ist seit gestern HHC verboten.
Wisst ihr, was HHC ist? Ja, mir ist das schon verzeiht. Ja, HHC ist, ich habe auch nichts davon gewusst, bis vor einem Monat oder irgendwie so. Was wie Hartstoffchlorid? Na, Harnstoffchlorid. Harter Harnstoffchlorid. Haha. Hardcore. HH, Clown. C. B. Ja, HC ist sowas wie THC, ACE. bloß mit einem Wasserstoffmolekül mehr. Hat die gleiche Wirkung oder eine sehr, sehr, sehr ähnliche Wirkung und dadurch, dass ein Molekül halt mehrere Toten ist nicht legal. Und seit gestern ist illegal. Scheiße. Gut, dass ich nur 18 Kilo So viel gekauft zur habe. Legalisierung wie sehr viel Mühe, dass sie sich da geben und nicht irgendwelche Bauernfangerei-Scheiße betreiben. Aber was weiß ich schon. Mit der Großlegalisierung. Da möchte ich Fangst keine Bauern. Die mengen das nicht. Das stimmt, ja. Das stimmt tatsächlich. Das ist eher so hipster. Ja, da fangst du irgendwelche Hippie-Trottel. Das linke Hippie-Trottel. Ja, ist richtig. Absolut richtig. Da haben sie mit Sicherheit welche gekriegt damit. 100 Pro. Und kämen dort einen Scheißdreck, wie halt immer. Leider. Upsi. Ja. Ich gebe schon. Ich habe kein Geld nicht dafür. Die haben kein Geld nicht dafür. Fast da momentan für alles. Die haben kein Geld. Ja. So geil. Auch kein Geld zum Und Legalisieren. gestern auch erst mit irgendjemandem beim Gerät, von wegen, alle beschweren sich von wegen, dass ja, die ganze Firma muss umeinander sparen und gleichzeitig lese ich, erstes Quartal 6 Milliarden Gewinn. Ist immer das gleiche Ja gut, aber das ist ja Rohgewinn. Jetzt musst du mal das andere reden. Das waren ja Stell dir vor, da fehlen 12 nur 40% weg, dann haben sie so 3 Milliarden Gewinn. Nein, Ja, Rohgewinn ist Pleite. schon sexy. Das passt schon. Aber jetzt ist auch in Deutschland ein Test losgegangen mit 45 Firmen, die 4-Tage-Woche probieren in Deutschland. Ist da einmal Zeit, Läuft jetzt von Januar bis März laufen, also ganz unterschiedliche Branchen sind das auch. Darum ist da irgendwie so eine 3-monatige Startphase, weil jede Branche andere Vorbereitungszeiten hat oder braucht. Dr. Und- Altenheime wahrscheinlich ganz Ja, da wo halt nicht viel zum Tor ist. Aber ja, wie du schon sagst, das ist auch, andere Länder haben schon vor 5 Jahren angefangen mit so Testphasen und Ja, aber gut, bei uns ist das. Du, ich sag seit Corona. Corona war für mich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, war die absolute Offenbarung. Hey, Homeoffice funktioniert, ja, los da, Homeoffice, nice. Und daheim, es ist halt einfach so, in der Zeit 8 Stunden im Büro, arbeite ich effektiv 3. na, 2. Ich glaube, da gibt es sogar Vielleicht Studien 2. dazu. Dass du effektives Arbeiten wirklich 2 Ja. Stunden am Tag hast. Wenn ich aber daheim bin und ich weiß, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, Dann ist fucking dann kann ich Feierabend. tun, was ich mag und mir trotzdem einstempeln, bin ich nach 2 Stunden fertig. 2 Und Stunden. zwar richtig reingeprügelt. Voll. Und damit, die meisten machen dann, jetzt gibt es einen absoluten Pro-Tipp, die meisten machen dann das Problem, damit es dann, wenn es dann wieder in der Firma sind und dann ihrem Chef so präsentieren, hey, das hat so super gut hingehauen, ich bin ja daheim viel produktiver, da schaffe ich erst 2-fache. Irgendwann ist das Homeoffice nämlich vorbei und dann musst du das 2-fache in der Arbeit drin abliefern und dann tust du dich ganz furchtbar Das ist genau schwer dasselbe, ja. und schierst dir damit selber in die Das ist Füße. genau dasselbe Phänomen wie Lufthansa vor 6 im Jahr, da wo sie gesagt haben, bei der Jahreshauptversammlung. Homeoffice für Piloten, Nein, nein. Ja, die können Ja. wahrscheinlich auch bald mit VR brechen. Ja. Ja, Jahreshauptversammlung. Ja, geil, wir haben so ein gutes Jahr wie noch nie, wir haben so und so viel Gewinn, es geht uns unglaublich gut. So, was ist das Erste, was passiert? Kürzung. Wir hätten gern mehr Geld. Gib uns mehr Geld. Nee. Und dann schießen sie natürlich wieder ins eigene Bein. Ja, du, Deshalb geht es jeder Firma generell immer schlecht. See. Deswegen kann kein Mensch irgendwo ehrlich sein. ja, Ja. das ist, ich hätte aber halt gern, dass jemand mal einmal 4 geht und sagt, stell keine so unangenehmen Fragen, du weißt ganz genau, was die Antwort ist. Sonst gibt es ein Headnut. Sonst gibt es einen Headlight. Vom Chef erstmal sauber eine auf die Nase. Genau. Dann gibt es sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Sexuelle Belästigungspanda am Arbeitsplatz. Oh, geil. Wir sind Ja, wie erklärst du das eben? Ich habe einmal das Totschlagargument gekriegt, warum Heimarbeit nicht so gut ist, weil der damalige Personalerin hat dann gesagt, ja, aber wenn ich im Büro herinnen bin und gegenüber sitze, dann kann ich ja gerade schnell umschmerzen. Dann sage ich, ja, aber es gibt eine verrückte Erfindung, die uns Gott geschenkt hat, das nennt sich Telefon. Und Internet. Ja, aber das geht Ja, ja, wo viel ist schneller. Es geht ja viel schneller, wenn ich schnell umschmerze. Dann geht ja das viel schneller. Also Wenn ja, dann dann, aus 5 Sekunden werden dann 15 Jahre gut. ja. Und am Telefon neigt man auch ganz schwer dazu, dann einmal eine Stunde lang über über den Kaffee, mit seinem Kaffee da zum Stehen und zum an Reden. der Kaffeemaschine zum Stehen, mal aufs Klo gehen und 2 Stunden scheißen und keine Ja, Ahnung ja. was. Und, ja. Klassiker. Ja, Und ja. zu mir kommen aber ständig über Leute ins Haus einfach rein und reden da mit mir. Das ist glaub, Ich sag's ganz ehrlich, wenn ich Chef war, ja, ich darf Homeoffice zulassen, aber nicht dauerhaft. Sag ich dir, was ist, weil ich genau weiß, wie es daheim zugeht und ich möchte die Leute einfach dann mal da haben.
Ja, es gibt, weil auf dort, du kannst ja eigentlich auch die ganzen Mieten für die Büroräume zum Beispiel sparen. Wenn du dauerhaft Heimarbeit machst, und dann glaube ich, ich dachte, das sowieso mal gesagt, wir machen mal einmal in der Woche, treffen wir uns, dann mieten wir uns in so einen Konferenzraum, da treffen wir uns einmal in der Woche, bei Mäcki, im Bällebad. Ja, ganz ehrlich, beim Mittagessen an einem Esstisch, an dem du 2-3 Stunden sitzt, der ist billiger als ein scheiß Raum den ganzen Tag zu mieten. Genau, und dann sagt man, du einmal in der Woche, entweder vielleicht am Montag, treffen wir uns da gleich. Vielleicht sogar zweimal, ist auch billiger als Montag, Freitag, scheißegal, aber man trifft sie, macht ein bisschen einen Austausch, wie ist die Woche geplant, wie ist die Woche gelaufen und so weiter und so fort. Und dann sage ich, machen wir wieder Vollzeit Heimarbeit. Das funktioniert, wie gesagt, die Leute müssen ja eine Leistung bringen. Und wenn sie es nicht bringen, dann werden sie ersetzt. So dumm ist es dann auch. Aber es ist halt so. Wenn du nichts tust in der Heimarbeit, dann schneidest du dir ins eigene Fleisch. Es ist ja nicht so, dass das Vegetieren und Firma bergab geht, sondern du kannst dich dann verpissen irgendwann. Du schneidest dir halt, wie gesagt, auch ins eigene Fleisch, wenn du daheim dann auf einmal doppelt so viel machst, wie es vorher im Büro gemacht hast, weil du willst zum Chef hingehen, hey, daheim, schau mich, und der fragt nämlich genau eine Frage, und du hast, warum bist du im Büro nicht so effektiv? Ja, aber gut, dann sage ich, schau der Ermo, gehen wir alle jeden Tag zu mir 50 Mal ein und wollen irgendeinen Scheiß trinken. Ist mir doch wurscht, was die anderen deren. Sag ich, und du Vollidiot stehst da herinnen an der Tür und dann sagst, gar nicht, ich hätte noch schnell was für, gehen wir schnell mit, und dann erzählst du mir Geschichte von der toten Sau, und am Ende des Tages kommt nicht einmal Aufgabe für mich raus, aber das mit 2 Stunden aufgehalten. Aber ich weiß nicht, wie es im Homeoffice so zugeht, da tust du halt dann einmal eine halbe Stunde was anderes. Und vielleicht auch einmal eine Stunde oder 2. Switch ist ja, gut, aber wenn du die Arbeit geschafft hast, ist ja wurscht. Genau. Ja. Also ich bin halt echt so, dass du nicht drauf oben, was du tust oder genau, was du Arbeit hast. Wenn ich für das einsteige und du haust deine Arbeit runter, dann bin ich so eingestellt, dass ich sage, das passt doch dann. Und man nimmt nicht Arbeit abhauen. Da ist jetzt mal so ein Video gesehen von so einem Zoom-Meeting, wo alle beieinander stehen und der eine meint dann, er hat auf Stumm geschaltet und auf sein Bildschirm ausgeschaltet, und dann geht er, dann kommt er wieder und dann hat er eine Notion dabei und ein Tempo, ach so. Und dann sitzt er sich hin und dann schaut er nochmal so, und dann die andere schon so, der hat sogar Daniel gehört, so, Daniel, your camera is on, und dann er sitzt hier nach hinten, dann sagst du, das Hosendeel aufmacht und dann ist alles an voll geschockt und einer ist dabei, den zerreißt Vollgas, das ist so geil. Ich hab nur so ähnlich gesehen, da wo praktisch einer irgendwie um ein Meeting um 9 in der Früh, und der hat genau dasselbe gemacht, und dann steht er da mit so einem Corona-Bier, macht das Bier auf, Sonnenbrühen auf, schützt das Bier ein und dann so, what the fuck, we got a personal meeting after that. Und ich hörst dann all diese stell mir das vor, wenn du da in dem Meeting mit das war ein Riesending, das waren glaube ich 10 Leute oder selbst, und dann fäbst du dir da gemütlich an vor den ganzen Leuten. Ist am Streamer mal passiert. Der hat auch gemeint, der hat aufgehört zum Streamen und es läuft und so weiter. Und geht halt zurück, genau wie du es beschrieben hast, ich habe eigentlich gemeint, das kommt jetzt, was du erzählst, und holt sich auch halt ein Cremel und ein Tempo und fang da. Bumm, Account weg. Okay. Scheiße. Da hat sich rentiert, nice. Das hab ich und natürlich ganze Zuschauerschaft gesehen, was passiert ist, klar. Videos gespeichert und auf Fans hochgeladen. Das war einmal so peinlich, da waren wir am Discord und da konntest du einen Bildschirm übertragen. Es gibt ja so, du konntest ja diverse Spiele übertragen und Bildschirme. Und jemand der hat uns vorher was, der Göttel, genau. Wenn ich nicht mehr herhalten muss, dann der Göttel. Der hat halt dann praktisch mir gesagt, bei sich am Bildschirm, oder hat er irgendwie eine Spur übertragen, das mal angeschaut, und dann habe ich gesagt, ja du, pass auf, es kommt jetzt eine Freundin, und ich bin jetzt dabei raus. Habe einen PC laufen lassen, gell, Bildschirm war noch an, und auf einmal, dann kommt die Freundin, setzt uns in die Küche, macht gerade einen Kaffee, dann sie so, Alter, war die? Ich so, ja, was? Schaust du da drin Pornos oder was? Und ich so, hey, nein, überhaupt nicht. Und dann hat halt der Göttel, hat halt der, weil sein Bildschirm immer nur laufen gehabt, und hat nebenbei sich schön Schmacko-Fatsch Pornos reingezischt. Onkel Werner, gehst du den Kindergarten, oder wie? Oh mein Gott. Aber das war, vor allem, du musst dann einmal einer Frau erzählen, dass das nicht dein Porno ist. Das glaubt er dir ja sowieso nicht. Immer wieder das Gleiche. Woran merkt man, dass du der Wichser bist? Weil er Poster auf deiner Webcam pickt. Klingt komisch. Nur mit dem mal was am Handy zu haben. Deswegen war das erste, wie. Da schau mir, oh fuck, wieder. immer wenn ich mir eine Webcam kaufe, jetzt für Streamen oder sonst irgendwas, habe ich immer die Klappen danach. Immer. Das ist das wichtigste Utensil. Achtung, Streamer und YouTuber Pro-Tipp, wenn ihr euch eine Webcam kauft oder eine Kamera oder sonst was, immer das kleine Kapperl zum Zumachen mit dazu kaufen. Kostet bloß 5 €, spart ihr jede Menge Ärger. Warum? Ach, ich fäb nur mit dem Handy auf dem Scheiß, also mir ist wurscht. Also, wie tust du das? Oder im Stehen? Im Sitzen, gemütlich zurückgelehnt. Und dann saust du selber, oder was? Hallo, das ist ein Klopapier. Ja, vom Duschen ist das schon geil. Ja, schon. Auf dem Bauchhaufen. Spaß. Gegenseitig, wenn wir mir zwar duschen gingen, vorher gegenseitig auf dem Bauchhaufen. Disgusting. Ja, woher?
Und was der meint, ja, mach mal Bauchnabel voll. Fralle. Deswegen schaffst, bist du gut. Ja, mich unsere Videos piraten. Ja. Piraterie. Ja. So, von einem sehr ausführlichen Thema, das ich da aufgeschrieben habe, da werden wir heute nicht mehr dazu kommen. Schade. Wir haben heute noch keine Leute triggert genug, glaube ich. Ich glaube, mit der. Also ich weiß es auch nicht, aber bei dem Abtreibungsthema, glaube ich. Da kann man schon ein bisschen Da haben wir schon öfter gemeint, dass wir Leute damit triggern, aber es hat nicht funktioniert. Aber mit anderen Themen dann auf einmal schon, wo keiner damit rechnet. Da müssen wir uns halt vielleicht. Ich glaube, dass das einfach so ein Tabuthema ist, weil viele Frauen einfach an den Song das abgeführt haben. Vielleicht spulen wir nur mit zurück. Muss auch keine. Vielleicht spulen wir nur mit zurück auf das Abtreibungsthema und positionieren uns jetzt halt gegen Abtreibung. Dann darf man es triggern. Wenn wir jetzt sagen, wir finden das absolut scheiße, dass eine Frau selber... Ich finde es absolut scheiße, dass du da einen kleinen Menschen umbringst. Aber echte Mörder. Einen kleinen Menschen, das ist eigentlich schon eine erwachsene Person. Der hat schon eine Der hat ein Persönlichkeit. Hirn, der hat Schmerzen. Und er ist offensichtlich so... Ja, also... Geht gar nicht. Die Deportation ist meine Mama hat sie an dem Tag, wo sie schwanger war, hat sie mich schon Embriflo genannt. Und zu mir hat Cambrio gesagt. Ja, jetzt zwar die großen Themen, aber eigentlich ein interessantes Thema habe ich noch, das gehört zwar ein bisschen zum großen Überthema, das ich dabei gehabt habe, das ist der C3PO. Wisst ihr, was der Mandela-Effekt ist? Ich habe schon mal gelesen davon. Aber ich kann nichts mehr davon wiedergeben. Der Mandela-Effekt? Keiner Mandela-Effekt. Ja, den kenn ich ja. Der ist, wenn es das ausmacht, schaut wer der Nelson Mandela ist, das weiß ja jeder. War Nee. ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, was er da sage, ganz ehrlich. War das Aber er ist ein Bobfahrer, Bekannter. oder? Was war der? Der erste afrikanische Bobfahrer. Ich hätte gemeint, das Genau. war der Erste, der Tour de France gewonnen hat. Ja, irgendwann hat er McDonalds erfunden. Ja, vielleicht ist er Vielleicht irgendwie... hast du einen Nelson Mandela. Old McDela has a farm. Ja. Mackie, ho. With a Big Mac hier in a Fish Wir Mac können there. den einmal mit wirklich einem lustigen, interessanten Thema anfangen, weil sofort die komplette geistige Behinderung ausbricht. Ja, Entschuldigung. Also, jetzt pass auf, der Mandela-Effekt ist ein lebt der Mandela noch? Nee, Na, Wann ist der gestorben? damals. Wann? Der gefühlt hat der 200 Jahre vor mir gelebt. na. Gefühlt. Ist der in den 90er oder Anfang 2000er gestorben? Genau um das geht's. Deswegen habe ich ja gesagt, vor 200 Jahren. Dass man das nicht einordnen kann, diese zeitliche Einordnung. Oder Genau, wie? der Mandela-Effekt. Der Mandela ist 2013 gestorben. Im Krankenhaus. Ich war besser als du. Alter, Dirk Bach ist 2012 gestorben. Der hat länger gelebt als der Bach. Okay. Entschuldigung, aber das Wann sind sie geboren? Du weißt es ja gar früher. nicht. Ich lese jetzt dann einfach vor, wie ich es aufgeschrieben Soll ich habe. sie vorlesen? Du hast schon lange nichts mehr gelesen. Aber dann kapiert sie wieder kommen. Punkt. Verzeih, weil mich interessiert es tatsächlich. Es ist ja tatsächlich ein interessantes Thema. Es gibt aber Hunderttausende von Leuten, die fest davon überzeugt sind, dass der Nelson Mandela 1980 im Gefängnis gestorben ist. Tatsächlich gestorben ist er aber 2013. An was? Das nennt man... Oder was man das? Ist das dann Gefängnis oder? Nö. War er nicht von Südafrika Präsident dann? Ja, Und das habe ich mit dazu geschrieben, ehemaligen südafrikanischen Präsidenten, der 2013 starb. Genau. Und er hat halt viel für Freiheit und für Rassengleichheit und Ja, so einer ist das halt Toten gewesen. Ja, so eine ist das. So eine ist das. der linke Sau da. Abdeportieren. Grütze, Gibt es fix. das Wort abdeportieren? Diese linken Baraber, Alter. Ja, brutal. Wahnsinn. Abfahrt. Eiwanger ist dagegen. Zum Kotzen. Weiter im Abfahrt. Kontext. Mann, Das ist der Mandela-Effekt, dass sie ja ganz, ganz, ganz große Gruppen an die Vergangenheit erinnert und fest davon überzeugt ist, das aber nicht stimmt. Zum Beispiel. heute genau. Jetzt mal so was. Ihr Beispiele mit dabei. Zum Beispiel. Du müsstest, ich hoffe, du hast es halt nicht schon gelesen. Nein, ich hab nichts gelesen. Ich hab nur den Namen C3PO Es geht um gelesen. Star Wars. Ja, ein C3PO haben wir dann auch noch. Also pass auf. Das berühmteste Filmzitat der Welt. Welches? Das berühmteste Filmzitat. Ist es, Ich habe schon Star Wars genannt. okay. Du musst es wissen dann. ich bin dein Vater. Nein, ich bin dein Vater. Und die Welt meint Luke, ich bin dein Vater. Genau. Das ist war- zum Beispiel der ja, Mandela-Effekt. genau, von daher weiß ich den, genau. Hunderttausende Leute, ich sage dir, was ist, Ja. ein paar Sachen haben mich auch erwischt. Bis zu dem Moment, wo du es jetzt gesagt hast, dadurch kenne ich den, jetzt weiß ich Das es ist nicht. jetzt halt ärgerlich, weil dadurch habe ich dich da drauf gebracht. Ja. Aber ich bin auch schwer davon überzeugt gewesen, jeder auf dem Planeten meint, dass der Vader zum Luke in dem Moment sagt, Luke, ich bin dein Vater. Genau. Sagt er nicht.
Sally sagt das! Das werde ich wohl besser wissen. Nur weil auf dem Scheißzettel steht. Er sagt tatsächlich, nein, ich bin dein Vater. Was ist für eine Quelle? Zum Beispiel. Hast du da was gesehen? Wir haben pass auf, wir haben einen C3PO. Du wirst wahrscheinlich nicht wiedergeben können, du weißt das nicht so wirklich kennst. Das hat sich bei dir nicht so ins Hirn hinein manifestiert. Schade. Versuchen wir mal einen C3PO optisch so gut zu beschreiben, wie du es kannst. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders fragen soll. Ja, also goldener Cyborg. Also Cyborg, also Android, eher Roboter. Auffällige Details an ihm. So Seine Augen, die ausschauen wie so Radl-Scheinwerfer. Weiter da unten. Weiter noch in der Mitte, glaube ich, sind Kabinen. Er schaut aus, als war der Bauch frei. Stangerl in die Gelenke. Noch weiter oben. Noch weiter oben. Er schaut aus, als hätte er Unterhosen noch. Aus Metall. Die Farbe beschreiben. So gut wie du es kannst. Ja, golden, so bräunlich vielleicht ein wenig. Dann gehen wir noch weiter oben. So ab die Kniescheiben abwärts. Ab die Kniescheiben abwärts. Dann die Wadelborner. Form, Farbe und beschreiben ein bisschen so wie es Ach kannst. so. Ich glaube, seine Füße schauen aus, als wären sie abgeschnitten unten. Sind gerade, also ich habe glaube ich gar nicht sehen. Ich glaube nicht, dass du das weißt. Nein, Ich weiß nicht, wie ich anders fragen soll. Er ist nicht komplett golden, in keinem einzigen Film. Sein rechter Fuß ist silber. echt? Ich bin auch da gesessen und habe gesagt, halt dein Maul, das glaube ich nicht. Hab die Filme angeschaut und Szenen auf Dinge. Fuck, Alter, der hat wirklich einen silbernen rechten Fuß in jedem Film. Ich weiß gerade nur seinen roten Arm. Und ich glaube, dass man dann in die ersten 3, wenn er der kleine Anakin, wenn er zusammenschraubt, sagt man es dann. Obwohl man sagt, wie er gebaut wird, hast du nicht im Kopf, dass der einen silbernen Fuß hat. Nein, überhaupt nicht. Danke, Mandela. Pikachu. Oh, Ja. Kennst du ja. Beschreib mir genau wie ich jetzt einen C3PO beschrieben habe, so gut wie du kannst, von oben nach unten einen Pikachu. welchen? Den aktuellen oder den Fettsack Pikachu von damals? Ist egal. So gut wie es kannst, mit jedem kleinen Detail, von oben nach unten. Boah, ich wüsste doch gar nicht. Jeder hat aber das Viech im Kopf. Im Hintergrund, also der Grund ist gelb. Und mit schwarze Streifel drin. Also mit so schwarze Donnerblitze drin. Was? Ja. Halt jetzt X. Weiter. Also du meinst, über den Bugel um hat er zwei. Wo? Über den Bugel um hat er zwei braune Streifen, glaube ich. Ja, aber jetzt noch weiter. Über den Bugel zwei braune Streifen, schwarze Spitze, schwarze Und hinten hat er Ohrenspitzen. nochmal, und sein Schwanz ist also so Wie so ein Blitz. ja genau. Außer es ist ein weiblicher, dann ist Spitzen wieder ein Herzl. Sonst noch was am Schwanz? Am Schwanz, ja, der ist... Auch schwarz. Nein. Schwarze Streifen, hätte ich gesagt. Nein. Und Vorhaut. Ist da nicht auch nochmal irgendein Farbfleck Nein. auf seinem Schwarz? Nein, das weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich kann den Pikachu nicht mehr beschreiben. Rode Backerl? Stimmt. Wir schauen Arme und Füße aus. Dichtlig. If you're happy and you know it, Ja, clap genau. your oh. Ja, als Fettsack Pikachu oder auf alle Fälle seine T-Rex-Ämchen konnte er so nicht zusammenkommen. Und Beine auch kurz. So Katzenbeine, so kleine. Ja, so Farben so von Armen, Beinen und Schwanz? Gleich. Armenbeine. Gleich. Was gleich? Alles gelb. Na, gelb. Schwanz? Der ist nicht hundertprozentig Nein, gelb, da ist nicht was dabei. der ist nicht gelb, sondern hat einen Schwarz mit drin, hätte ich Ja, gesagt. ich glaube auch, dass da irgendein Schwarzding dabei But I'm ist. not sure. Das ist, es ist halt so beschissen, wie fragt man da danach, Ja. dass halt das... Ja, die Frage hätte er vielleicht vorher stellen sollen. Aber echt, ich bereite mich vor. Ja, Ja, schreibt auf und dann frage ich nicht. Hast du überhaupt irgendwie vorbereitet? Ja, Wir denn, wann denn? ich habe mal ganz viel Filme angeschaut. Was ein Pikachu 1 bis 8? Nein, anscheinend nicht. Jetzt verzeih. Es geht genau darum, der Pikachu wird oft mit einer schwarzen Schwanzspitze gezeichnet. Das Original ist aber komplett gelb. Ich hätte schwören können, dass da schwarze Streifen drin ist. Minimal. Ich bin auch ähnlich da geguckt wie... Ich weiß nicht, hätte eigentlich, wenn mich so jetzt jemand gefragt hätte ich auch gesagt, Spitzen ist schwarz. Ja. Hätte ich glaube ich auch gesagt. Gibt's nicht. Aber wenn er sagt, wird oft mit schwarzen Dingen gezeichnet. Anscheinend Das gibt es ist der mehrere. Das ist der Mandela-Effekt, weil sie Zehntausende... Also wenn es bei seiner dann Hunderttausende. praktisch irgendwelche Idioten, die es selber zeichnen, die zeichnen es dann mit schwarzen Spitzen. Aber Ja, das genau. Originalding ist... Genau, das Original ist immer komplett gelber Schwanz. Ohne schwarze Spitzen. Aber hat die er's Öhrchen haben verstanden. passt. Soll man zum Doktor gehen und schon gehen? Die Öhrchen haben schwarze Spitzen, Ja. aber der Schwanz halt nicht. Und Und jetzt habe ich noch eins, das hat mich volle Kanone erwischt. Als Monopoly-Männchen. Beschreib mir das. Was hat der auch? Ein Anzug. Zylinder. Ja, Zylinder, Anzug, schwarz-weiß. So ein Stock. Hat der nicht so einen Ein Gehstock? Monokel hat er. Gehstock.
Stock hat er auf den Händen. Da weiß ich nämlich auch was. Irgendwas ist da nämlich mit dem Board, irgendwas ist da. Von dem habe ich nämlich auch gelesen. Und grau Haar. Das habe ich nämlich jetzt vor kurzem, habe ich ein Beutel gesehen, wie man sich das vorstellt und wie es eigentlich ist. Quatsch doch nicht und sag, wie das ausschaut. Jetzt ist hier aber Achterbahn, gell? Ich kann sagen, Du lernst du vorbei aus dem Fenster. Die Töne, die nicht weiß, wie das Monopoly-Männchen ausschaut. Reicht doch, oder? Zylinderanzug. Hätte ich schon gesagt. Gratuliere. Er hat Zylinder gesagt, ich hab Anzug gesagt. Ich hab Monokel gesagt und so ein Auftrabenboard, kann das sein? So. Achtung. Für euch, die zuhören, jetzt drückt auf Pause und überlegt selber. Und jetzt ist es vor. Viele erinnern sich daran, dass der Monopoly-Mann ein Monokel trägt. In Wirklichkeit hat er nie ein Monokel getragen. Da hast du das. Der Wichser. Ich hab's aber auch genauso, 100%, ich hab den Monokel. Alle. Egal, wo du nachschaust, hat er nicht. Und das ist der Mandela-Effekt und da gibt's zig. Aber das war doch immer von ihm auf dem rechten Augen. Aber das kann auch von Mackie kommen, dass die das abzeichnet haben. McDonalds hat den bestimmt so Ich hab gezeichnet. noch ein paar. Das ist ziemlich interessant. Ich sollte aufhören für dich. Bei jede Folge kann man so eine kleine Mandela-Effekt. Es gibt leider nicht viel. Sonst hätte ich da jetzt 50 ausgeschrieben, weil ich das eigentlich dauerunterhaltsam finde. Es gibt nicht viel mehr. Ich habe da nämlich vor kurzem, das muss ich auch schnell mal schauen, ob ich das finde. Auf alle Fälle habe ich dann einmal nachgelesen, an was das linkt kann. Da gibt es ja zigtausend Theorien zu dem eigentlichen Hauptthema, über das ich eigentlich reden wollte, aber wo wir nicht dazugekommen sind. Weil jetzt hat die Stunde schon wieder geheißen und keiner weiß warum. Weil der Flo so viel labert, der Vollidiot. Ja. Entschuldigung. Kannst nicht so Scheiß machen. Konfabulation. Fab. Das ist der medizinische Begriff, wenn du frei Erfundenes behauptest und dabei selber davon fest überzeugt bist, dass es wahr ist, also du nicht bewusst lügst, nennt man so. Interessant ist, dass der YouTube-Kanal von staatlich finanziert der Fabulant heißt. Das klären wir dann beim nächsten Mal. Tschüss! Wir haben heute noch gar keine Idioten triggert, glaube ich. Jo, Abtreibungsthema war schon gut. Ja, ich denke schon. Ich denke auch, das haben wir schon gut gefunden. Was heißt Idioten-Trigger? Wir haben auch aber Hand ist nicht ganz früh dann auch keine Gegenfrage mit diesem Thema, dass du Sachen behauptest, die gar nicht stimmen, die wo du selber einredest, dass du es meinst. Ist es nicht ganz früh bei Narzissten der Fall? Das weiß ich nicht. Ich könnte es mir schon gut vorstellen. Also Narzissten haben ja oft so... Da habe ich das gefunden, von dem du jetzt mal geredet hast. Umfahren. Ja! Er hat's! Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ein Wort, zwei Bedeutungen, ich speichere es mir. Ja. Wissenschaftliche Gründe dafür, habe ich schon auch mit dazu geschrieben. Kinder zum Beispiel nehmen Dinge anders wahr als Erwachsene. Und wenn du dann zum Beispiel Monopoly als Kind wahrnimmst und du dir einfach jetzt da ist ein Monokel löst, aber gar keins, dann wird dir das bis in dein Erwachsenen-Dasein ist es dann halt so. Aber wie suggeriert das bei fast allen Personen? Wieso sind dann in solchen Momenten so viele Personen getriggert? Genau, um das geht's. Und das geht's, wo dann, ich mag es jetzt nicht Schwurblerei nennen, weil Schwurblerei ist halt wirklich meistens absoluter Schwachsinn, aber es gibt halt haufenweise Theorien von so Paralleluniversen und solchen Geschichten, die halt wie ein Glitch in der Matrix. So schwupps, und auf einmal ist nicht mehr zu mir erklären, es sind ja nicht bloß 3 Handvoll Idioten, die sagen, da war aber ein Monokel, sondern es sind Millionen von Leuten, die das meinen. Und ich bin mir seid ehrlich in die Kommentare, schreibt es eine, wer hätte auch gemeint, dass der Monopoly-Mann ein Monokel hat. Und vor allem, mir hat es am meisten erwischt beim Vader seine Aussage, Luke, ich bin dein Vater. Sagt er nicht. Nein, ich bin dein Vater, sagt er. Sagt er einfach nicht. Krass. Und es gibt halt nicht bloß ein paar, die haben fest davon überzeugt, dass ein Leben lang, sie haben das damals so gesehen, dass das so gesagt worden ist. Ja. Und vielleicht war es so. Da wird halt dann drüber rumphilosophiert, dass halt da ein Teil von, wie sagt man, Universen kollidieren und dann ist halt das so. Ich habe aber auch nie gesehen, dass diese Big Booty Bitches, dass es das gab. Das habe ich auch nie gesehen. Jo, das weiß ich genau. Big Booty So. Bitches. Und dann, Wer ist die Mizi? wer ist die Miezi? Sag mal die Mizi. Das ist eine vom Korrektiv und das ist die andere vom Korrektiv. Und warum das Korrektiv seine Aussagen zum Geheimtreffen 2-3 Mal ändert, da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich habe es extra ausgelassen. Ich merke das selber, ich habe selber investigativ Journalismus betrieben. Mittlerweile haben sie es ein drittes Mal. Du weißt schon, wer das ist. Was habe ich gesagt? Ja, tut mir leid, aber du weißt, von wem das finanziert wird. Scheißegal. Die hat gesagt, was gesagt hat, und ich habe extra nachgeschaut. Und ob die das schreiben, also steht auf einer eigenen Internetseite. Das ist von ihnen selbst. Was die schreiben, habe ich bloß dazu geschrieben, weil. Okay. Schau, ist wieder ein Vollidioten getriggert. Das Allerkrasseste ist das da unten. Welches? Links und rechts das? Ja. Ja, das Mittlerweile gibt es eine dritte Änderung in dem Text. Auf einmal verschwindet das Wort Deportation von einer Internetseiten. Auf einmal verschwindet die Aussage, dass Millionen von
Ich kann es gerade nicht wiedergeben, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Und mittlerweile haben sie es ein drittes Mal geändert. Kann man in der Wayback Machine nachschauen. Ich mag gar nicht mehr darüber reden jetzt, wir haben ja fertig. Ja. Sind wir schon fertig? Ich habe es extra hinten angelehnt, wir haben nicht damit zu dem eigenen Thema. Das sind aber keine Miezen. Oh, die obere, die hat im ersten Moment von der Wein. Ja, von der Wein, ja, aber nicht. Schwarz-Weiß mit sie. Gott, du hast den schlechtesten Drucker des Jahrtausends. Nein, glaube ich nicht. Das ist bloß ein Polen. Drucker. Nein, nicht der Drucker nicht. Das ist ein Polen. Tintenpatron. Ja, die geht halt nicht gescheit. Schneeschuss. Was kann ich dafür, wenn die HP-Patron 80 Euro kostet und die von Polen 5? Was soll man machen? Schwarz ist schwarz. Schwarz. So, Schluss jetzt. Was labern wir da für eine Scheiße? Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kani, Herr Florian, wir haben es heute tatsächlich mal geschafft, nicht über Politik zu reden. Das ist wirklich einmal Zeit geworden. Ja. Schade. Vielleicht hat uns aber auch der Verfassungsschutz gezwungen. Mir schon. Gehen wir. Der hat Tschüss. uns lang gemacht. Bis zum nächsten Mal. Draußen nur tasert worden. Okay, tschüss. Okay, bye! Waggeli, 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 waggeli. Ohne Zeit, weil wir Schweinebär, Schweinebären. Haben wir jetzt echt, das ist krass schnell vergangen.